Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Habt ihr mich vermisst? Wochenlang war ich weg, aber ich muss sagen, ich kann erst morgen drüber erzählen, wie es beim Drachenfest war, weil ich halt die Episode noch mit der letzte aufgenommen habe. Das ist einfach nur, damit ich wieder was zum Veröffentlichen habe und nicht sofort, wenn ich am Sonntag ankomme, direkt Let's Plays machen muss. Also Annie of Puffer ist auf jeden Fall drin. Und deswegen bin ich noch nicht auf dem Drachenfest gewesen, aber du kannst eigentlich morgen dazu mehr erzählen, weil dann ist der Aufnahmetag, wenn ich vom Drachenfest zurück bin. Das ist irgendwie ein bisschen komisch drüber zu retten, dass man da war, wenn man eigentlich noch gar nicht da war. Naja, auf jeden Fall ist die Zeit vorbei. Die Woche Abstinenz ist rum. Ihr Yankee-Süchtige könnt jetzt wieder Let's Play auf Pelzig genießen und morgen erfahren wir mehr. Ja, bei Soma werden wir auf jeden Fall auch noch sehen. Das ist nämlich die letzte Episode. Dass ich da nichts drüber erzählen kann, du kannst nicht genau nur selber wie hier halt sagen, ich war jetzt endlich beim Drachenfest. Aber ich kann noch nichts drüber sagen, weil ich die Episode prophylaktisch aufgenommen habe. Aber dazu dann morgen mehr ausführlich bei Uncharted, Terranigma und einem neuen Let's Play. Na toll. Wir haben einen alten Kolonievorposten entdeckt, aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Naja, die Söldner sind überall. Der Vulkan fährt mitten durch sie hindurch. Mhm. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Drufende Wetter. Tu einfach, was ich tue. Also drufende Wetter. Ja, wie gesagt, ab morgen gibt es auch ein neues Let's Play. Aber, weil Soma endet natürlich, aber, das müsst ihr euch dann selber bei Soma hören. Hier werde ich nicht sagen, was mein neues Let's Play noch Soma sein wird. Dazu müsst ihr schon die letzte Episode heute von Soma auf Pelzig gucken. Also nicht das große Finale verpassen. Und wir machen jetzt hier auch auf großes Finale. Stirb! Oh scheiße, wie blöd war denn das? Stirb! Verdammt nochmal, verreck doch endlich! Du blöder Hund! Und das kann ich richtig. Oh nee. Oh Gott, wie erbärmlich. Hätte man den Endertyp habe ich überfahren gekriegt. So, jetzt aber, dich mache ich fertig. Verreck doch in der Hölle! Und du gleich hinterher. Verreck! Verreck! Jetzt geht's raus hier. Oh Mann, oh Meter. Okay, erstmal den Scharfschütze, oder? Okay, der ist ein bisschen näher. Und dann jagen wir die Scheiße da mal in die Luft. Da hat jetzt nur noch der Wilhelm-Schrei dazu gefehlt. Dieses heroische Aha! Als der Knecht über die Klippe gesprungen ist. Aber dich krieg ich, du Säckel. Mit dir Scharfschütze habe ich so. Okay, irgendwo war Granat, glaube ich. Rüber. Komm schon, komm schon. Na also. Seid anständige Söldner und sterbt bitte. Was habe ich denn als Langwaffe? Gar nichts. Eine Pfeil. Juhu. Jetzt habe ich endlich mal Pfeil. Und eine Handgranate wieder. Ah, mein geliebter Pfeil. 3 Schuss. Sehr cool. Die kann doch, glaube ich, auch. Ja, die kann 8 Ziele und Zoomer. Und sehr cool. Ich glaube, das war's. Uns hat's upgegradet von Dynamit zu Handgranate. Von Leuten hier, die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Das stimmt schon, ja. Aber wer weiß, ob das nicht hier nur das Beratungsgremium von den Piraten war und ob man den Schatz hier wieder woanders versteckt hat. Ich könnte drauf wetten. Ich könnte drauf wetten, dass das hier die Zentrale von den Piraten war. Oh, da ist schon zugeschüttet worden, der Brunnen. Archäologisch sehr wertvoll, so Dinger. Man glaubt es kaum, aber Brunnen sind sehr wertvoll, weil die Leute viel Müll da reingeworfen haben. Und das ist dann datierbar. Jo, auf jeden Fall glaube ich hier, dass das nur so eine Art Konferenzraum von den Piraten war. Oder Städte, wie auch immer. Und dass man von hier aus wahrscheinlich nochmal einen Hinweis gegeben hat, wo man seinen gesamten Schatz verbuddelt hat.
oder vergraben, oder nicht vergraben oder verbuddelt, ist ja nur ein Synonym, wo man den Schatz eigentlich deponiert hat. Ich glaube definitiv, dass das nur hier denn ihr Tagungsstätte war, wenn die zusammen sich getroffen hätten, um weitere Vorgehen zu besprechen. So könnte ich mir es zumindest vorstellen. Okay, da können wir lang. Dann geht's da hoch. Also es würde mich sehr wundern, wenn wir hier schon beim eigentlichen Schatz wären. Das wird Uncharted irgendwie nicht entsprechen, das Ganze. Das muss schon etwas komplizierter sein, zumal ich ja auch schon mal gesagt habe, wenn ihr im Leben jemals einen Schatz kriegen, ihr müsst mindestens ein Drittel davon verpulvern, um Hinweise auf der ganzen Welt zu streuen, wo ihr euren Schatz eigentlich deponiert habt. Weil ihr seid ja eigentlich blöd und wisst nicht, wo ihr euer Zeug dann unterbringt. Und dass nicht nur ihr das wisst, sondern dass auch irgendwelche andere Idioten davon profitieren können, gibt's dann die Hinweise, die ihr für euer Geld streut, damit jeder Hanebampel deine Schätze und Hinweise hinterherrennen kann. Dafür macht ihr das ja, wenn ihr so einen Riesenschatz habt. Ne? Das ist ja nur logisch. Also manchmal fühle ich mich echt stark verarscht vom Spiel oder von der ganzen Abenteuerspieler. Wenn ich so reich wäre und so einen 100 Millionen Schatz hätte, dann täte ich doch nicht noch extra Hinweise streuen, damit irgend so ein Lappeduddel sich das Ganze noch unter den Nagel reißen kann. Also nee. Da sehe ich manchmal echt das Sinne dahinter. So, ganz oben ist irgendwo noch ein Schatz, oder? Nö. Nö. Okay, da kann ich dann wieder runterjumpen. Na gut. Dann nehmen wir die lustige Abwärtsvariante. Natürlich ein MA macht er das, der Ochs. Der Kerl macht mich fertig. Okay, ich mag jetzt trotzdem noch mal gucken, ob ich im Erdgeschoss irgendwas verschnarcht habe. Ach Gott, Sully, renn doch. Old Man Running. Hier gibt's nichts. Rafika. Okay, da habe ich nur das. Was macht die Rafika? Ach du Scheiße, nee, komm. Geh fort. Das du? Ja, das hat ordentlich Wumms. Eine Mastur wieder. Ja, das ist dieses geile Scharfschützengewehr, aber ich mag jetzt erstmal das Ding hier haben. Okay, dann gehen wir doch mal gerade durch, rüber. Nein, 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 nein. Zip. Schwing dich rüber. Oh, ja, ja. So. Hier ist nix, nur AK. Nur damit bin ich kein Arschlochkind. Nö, da ist nix. Hier ohne vielleicht? Schätzel, ahoi. Schätzel, wo bist du dann? Schätzel? Nee. Ach, kein Schatz. Na gut, dann war das der erste Turm, der tatsächlich wo keinen Schatz gehabt hat. Das wundert mich ein bisschen. Ja, kraxeln wir hoch. Nathan. Der nicht ganz so weise. Dann schwing dich mal. So. Oh, hier ist es. Das war auch sehr unnötig gerade, ja, ich gebe es zu. Da aber hoch komme ich noch gar nicht. Na gut. Na gut, ich mag mich trotzdem nochmal, wie gesagt, umgucken. Man sollte doch nicht vorsichtig genug sein, dass man jo auch alles kriegt. Da ist nichts. Okay, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Das war unnötiger Käse. Wenn es ja irgendwo einen Schatz gebaut hätten, die Shoreline-Knechte das bestimmt schon abgegrast. Hoch, wo kommen die jetzt so schnell her wieder? Na gut. Ah, Moment. Das habe ich noch nicht untersucht. Das habe ich noch nicht untersucht. Na, hallo? Nö. Na gut, na gut. Ja, es ist ja gut, du musst ja die ganze Bagage aussteigen, nur weil ich ihr Loch nicht untersucht habe. Okay, weiter geht's. Und als könnte man auch den Motor einfach laufen lassen, die Sache. Jetzt hat es auch ein paar nette Eischusslöcher. Ich glaube, die Kaution für das Ding kriegen wir nicht mehr. Und hier? Irgendwas Spannendes was zum Spielen und was mit Schokolade. Nee, da würde ich wahrscheinlich nur in den Tod stürzen. Na gut. Hinein ins Abenteuer. Da ist jetzt auch nichts Großartiges. Nö, nö. Na gut. Dann müssen wir halt da hoch. Und dort aus wieder über die Brücke. Da waren wir ja auch schon. Warten mal, halten wir kurz den Gaul an. Och, Jungs, ihr müsst nicht jedes Mal raushupsen, nur weil ich da irgendwas nachgucken mag.
Ah nee, Quatsch, da war ich ja schon. Okay. Ja, jetzt rennt die ganze Karawane wieder hinterher. So, ich setze euch einfach aus, weil ihr so blöd seid. Ich fahre ohne euch weiter. Okay. Zack. Zum Glück habe ich hier nichts in die Luft gejagt. Und schnell drüber. Die Infrastruktur dieser Piraten lässt echt zum Wünschen übrig. Kommen wir jetzt hier raus? Jetzt sage mir Robben das Ding runter. Mit dem Seilwind. Und dann haben wir unser Brück. Zack, einmal um die Kreis gerannt. Und dann gib ihm. Pff, über das Sally kupst. Okay, zieh. Na, oder? Das kriegen wir noch hier. Pff, wie er noch so dappig winkt, das Sam. Okay. Einer weg, einer übrig. Jo. 2 Mann gehen rein, 1 Mann geht raus. Und jetzt fehlt nur noch der da. Wie gut, dass es immer so dargestellt ist hier mit dem abgewetzten Zeug. Da wissen wir immer Bescheid. Na gut. Das gehen wir auch von der... Oh, wie du drüber springt, als wäre es eine Mauer. Okay, jetzt aber. Gib alles. Quatsch, warum noch vorne? So, jetzt kann uns ein V8 mal zeigen, was er kann. Ach, wäre es doch nur ein V8. Ich glaube nicht mal, dass das Ding V6 hat. So. Und wieder die Winde, Sully. Nicht praktisch, oder? Ja. Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Naja, die paar Ars mehr, die können wir uns auch leichter, oder? Badge. Wow, hey. Fletch. Sully, Okay. wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet es. Du bist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld suchen will. Also ist Rafe da im Vorteil. Na gut. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch... Seit früher gibt es auch dieses Vorurteil, dass Söldner sehr schnell die... Weidmannsheil, genau. Dass Söldner sehr schnell die Seite wechseln. Söldner hätten sich im Mittelalter durchaus einen Ruf erarbeiten können, wenn sie treu geblieben sind. Was ist denn das Schickes hier? Taschensternenkarte, na das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Sehr cooles Teil. Sehr detailliert, sehr schön. Achtung. Okay, cool. Ihr habt doch nicht über mich geredet, während ich weg war, oder? Immer. Ja, also Söldnerhauptmänner hätten sich da im Mittelalter durchaus einen Ruf erringen können, wenn sie gesagt hätten, wir halten unseren Vertrag immer und wir wechseln nie die Seite. Dann wurden die auch häufig am Arsch geworfen, wenn die auch bis zum bitteren Ende für ihren Vertragspartner gekämpft hätten. Da, Wow. Shoreline. Ja. Ja, die geben wirklich alles, was? Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Oh ja. Dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, sehen Ah, doch, was? sie durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Genau. Dann wären sie auch schon längst auf dem geordneten Rückweg. Okay. Da hinten ist noch was Ruineartiges. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf. Nein. Hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, lesen. Einer der Wachmänner hat mich unter seine Fittiche bekommen. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Okay. Was hast du denn gelesen? Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist? Jetzt habe ich das optionale Gespräch irgendwie abgewürgt. Ich hätte jetzt gern gewusst, was das Sam gelesen hat. Verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Nett? Schäm dich. Oh, ich ahne Schlimmes. Warum auch immer da so ein Ding rumsteht. Ups. Okay, ich habe gedacht, ich könnte hier irgendwas zum Eissturz bringen. Deswegen habe ich gedacht, ich ahne Schlimmes. Kann ich irgendwie am Auto hoch? Mein Vorschlag. Warte mal. Pff, wie der als Ei steigt, der Kerl. Okay. Wir müssen doch mal so. So, jetzt hat. So wird ein Schuh draus, oder? Na, Allah. Das scheinen wohl noch die alte Pirate-Schwarzpulverfässer zu sein. Glaube ich zumindest mal. Sonst wäre ja auch bei dem anderen Dingens nichts gewesen bei der Pirate-Höhle. Aber hier können wir rein ins Gebäude. Jo, genau deswegen. Glücklicherweise zerfetzen die Dinger keine Stäbe, sondern nur Holz. Na gut. Nehme ich einfach mal so hier das Ganze.
Okay, hier ohne ist nix. Nur kaputte Fässer. Hier müsste noch ein Steinschlosspistole. Sehr schön. Ah, das hat aber immer so wenig. Das hat immer so wenig Schuss. Aber was hat so viel Stil? Oh, cool. Keramik wieder. Englische Bierflasche. Cool. Die hat auch ihren Wert. Okay, sie haben einen Schatz gefunden. So. Schieß. Alter, das ist aber echt geil. Ach, wie diese Rauchanimation gemacht ist. Achtung. Mal. Boah, was das für eine kleine Explosion gibt. Hammer. Ich kann sie leider nie sonst wirklich benutzen. Das ist sehr schade und ich mag eher bei der moderne Kaliber bleiben, um ehrlich zu sein. Da kann ich nicht. Da kann ich nicht. Okay, aber da kann ich. Bleib. Da geh schon. Aber ich finde es schade, dass hier mehr Keramik eingebaut wird. Definitiv, weil das ist früher, das ist auch heute noch sehr wertvoll, das Zeug. Auch wenn das jetzt zum 18. Jahrhundert ist, na gut, nämlich so viel wert, wie wenn es jetzt was Mittelalterliches oder was Römisches wäre. Aber trotz allem ist auch Keramik wertvoll. Ja, klar. Also, was hast du denn gelesen? So. Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Ah. Nur für den Fall, weißt du? Ja. Und außerdem Bücher, Liegestütz, Rauchen. Mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Okay. Ich finde es aber auch schade, dass die das optionale Gespräch wieder aufgegriffen haben, wobei mir jetzt so unterbrochen wurden Ich hab's versucht. durch das Gebäude. Gebeten, einen Brief zu schicken. Und dass sie dann einfach weitermachen. Das ist cool. Ich habe nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich habe eine ordentliche Abreibung bekommen. Hey, ist das ein Brunnen? Ach, gucken wir doch mal rein hier. Harter Weg. Hier ist nichts mehr. Soll's sagen. Schafft er dann? Der Kerl. Dann schmeißen wir doch mal irgendwie... Nee, das geht nicht, aber der Brunnen ist nicht verschüttet. Okay, dann probieren wir mal so runter zu klettern. Das geht. Ich habe gedacht, eventuell könnte ich über der Brunnen galgen, aber Rei. Mich abseile gerade. Ui, Was haben wir denn hier? das ist schon was Größeres hier. Das ist kein einfacher Brunner. Ihr wart sehr clever, ihr Pirater. Muss ich echt gestehen. Also für Verstecke sind die immer zu haben, die Jungs. Aha, da immer eine Tagebuchseite. 11. Juni 1702. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet. Und wie auf Kommando schlenderte eine weitere Gruppe leichtsinniger Kopfgeldjäger und Ruhmsucher durch unser Lager. Sie haben sich tapfer geschlagen und einige unserer Kameraden getötet, aber es gab niemals Zweifel am Ausgang des Kampfes. 2 Regimenter der Ostindien-Kompanie besiegt in nur 2 Tagen. Ich hoffe um ihretwillen, dass sie ihre Lektion gelernt haben. Ihr selbstgerechter Lieutenant Sherwood hat lange genug gelebt, um Captain Avery zu beleidigen und uns einen großen Anteil des Kopfgelds sowie eine Begnadigung im Austausch gegen Informationen über Averys Aufenthaltsort zu versprechen. Avery bietet uns etwas Größeres als Gold, sagte ich, bevor ich seinen Beleidigungen mit meinem Schwert ein Ende setzte. Abgesehen von unseren Verlusten waren diese britischen Schweine außerdem viel besser ausgestattet als die letzten. Ihre Stiefel und Pistolen werden uns von großem Nutzen sein. Thomas Tew Siegel. Cool. Ja, der starke Mann wieder. Sehr cool. Ich finde es so geil, dass man hier auch so Hintergrundinfos sammeln kann, was hier so alles passiert ist. Und hier hat anscheinend der Kampf gegen die Ostindien-Kompanie stattgefunden. Ich finde es auch schade, dass ich hier nicht so ein Rapier mitnehmen kann. Ach, die Dinger wären definitiv was wert, wenn sie noch gut in Schuss sind. Aha, da können wir was runterkrachen lassen. Sieht wohl so aus, als wäre das ein Weg, den wir weitergehen müssten, ne? Warten wir mal. Naja, eigentlich müsste es doch auch reichen, oder? Wenn ich das Ding hier umkippen lassen will. Naja, okay, anscheinend muss ich das Auto hier in die Nähe fahren. Und dann kann ich hier was runter crashen lassen, damit ich hier von dort rüber kann, oder wie? Ich probiere es einfach mal. Einfach mal ausprobiere. Was kann schon schief gehen, außer... Ne, okay, den Sprung schaffe ich nicht. Na gut, dann muss ich da was anderes machen. Mit dem Auto ein bisschen näher dran. Beziehungsweise ganz davor. Da kann ich den Scheiß auch einroppen. So. Okay. Achtung.
Gehen wir bis dort hier. Die Shoreline-Leute sind halt einfach zu blöd für sowas. Faul. Dämlich. Unterbelichtet. Unwahrscheinlich. Hässlich. Vielleicht. Tu mir einen Gefallen, geh mal ans Steuer. Okay, das klappt. On. Okay, da springt er schon mal gar nicht rum. Na gut, dann muss ich da entlang. Ich hoffe, das Seil ist lang genug da davor. Für den Spaß. Aber es ist schon sehr geil, was man hier alles für Späße treiben kann, auf jeden Fall. Alles so optionaler Krusch, der ihm sonst entgeht. Okay, Achtung. Jetzt kracht der Rotz hier zusammen. Boah, Alter. Geil. Okay, ich hätte gedacht, das kracht hier alles runter. Aber na gut. Na gut. Warum auch nicht? Jetzt kann ich aber trotzdem, wie ich mir's gedacht habe, hier rüber. Ich habe nur gedacht, dass du die ganze Deck runterkracht oder so. Da ist noch irgend so Army-Sau durchbohrt worden. Und er hat einen Schatz hier gelost. Und zwar eine Zinnbriefhülse. Cool. Sehr gut erhalten auch noch das Ding. Saugeil. Was man hier als von Umus veranstalten muss, nur um zu so einem Schatz zu kommen. Das ist schon heftig. Und, Achtung. Nate. Ja. Was war denn das jetzt? Achso, jetzt kann ich bis dorthin. Na gut. Okay, hab's kapiert. Und so ein bisschen Abkühlung in Madagaskar, das tut definitiv auch gut. Okay, wunderbar. Saugut, saugut. Wohl wieder was Optionales geknackt. Mit viel Aufwand. Aber dafür lohnt sich das auch. Ach, da kann man dann stolz drauf sein, wenn man die Schätze auch wirklich alle hat. Wenn man durch so einen Umus teilweise betreiben muss. Um Draht zu kommen. Ja, zeig's nur später dann. Aber besser als nix. Oh, klar. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich habe eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Aber ich habe meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Mhm. Aber cool. Cool, dass die dort definitiv auch nochmal ihr Gesprächsfetze wieder fortsetzen, wenn wir weiterfahren. Das finde ich echt geil. Im Ernst? Wie kommt's, dass du noch lebst? Ja, damals war er noch nicht der Mann. Ach, verdammt. Seht ihr den Rauch? Oh, Shoreline, langsam. Abwarte. Ich mag jetzt erstmal da lang. Södele. Oh, da hinten sind auch wieder mehr Türme. Ah, ich hab's da gewusst, dass da noch irgendwas sein könnte. Ja, also... der Shoreline-Idiot. Na, scheiß drauf, komm. Tschüss. Und du nicht. Ups. So, dann tauche ich hier mal ab. Wo bist du denn hin, Kumpel? Nee, Ah, okay. ich hab was gefunden. Ja, ich habe was gefunden, ist gut. Na gut. Die sind auch so blöd, um dort drauf zu schießen dann. Na gut. Dann machen wir das anders. Achtung. Tarzan-Move. Zack. Voll auf die Schniss. Die will ich aber. Wir sind sicher. Die will ich aber. Die hat nämlich richtig Wumms. Okay. Gut, wir sind sicher. Ich mag mich aber hier noch umgucken. Nicht, dass ich hier noch irgendwas verdummbeitel. Warte mal. Ah ja. Okay, da kann ich wieder was aufschießen. Na gut. Achtung, Jungs. Ihr solltet mal lieber aus der Schusslinie raus. Okay, euch macht das eh nichts aus, wie ich sehe. Ist da irgendwas drin? Wow, seht mal. Vielleicht ist da unten irgendwas. Ach, das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich, ob da was ist. Was liegt da noch am Muni rum? Nichts, was uns interessiert. Na gut. Und hier drunter ist ein Schatz und wieder ein paar Skelette. Na gut. Nimm mal dankend A. Zack. Ui, was ist denn das Schönes? Ein englisches Musketenbandolier. Cool. Sehr cool. Endschatz habe ich aber anscheinend verschnarcht. Ja, schade. Aber ist halt so.
Ich kann ja echt nicht alles finden, leider. Da oben war ich, glaube ich, auch gestanden. Ne, da ist aber nichts wirklich von Interesse. Da oben ist nochmal ein recht gut in Schuss gehaltener Turm. Und da geht's in eine Minerei. Okay. Sollte man vielleicht die Mine nochmal auschecken? Victor, du wolltest sagen? Okay. Ja, damals war er nicht der Mann, der er heute ist. Er stand noch ziemlich unten auf der Karriereleiter. Ich habe seinem Boss ein paar Holzschnittdrucker verkauft, die ich aus Japan geschmuggelt hatte. Er stand auf Shoguns und so Zeug. Kasa war der Mittelsmann. Wie war er so? Ein Mann der leisen Töne, aber mit Feuer. Das könnte er bei der kleinsten Gelegenheit explodieren. Ich verstehe leider kaum Hat was. sich nicht groß verändert, was? Okay. Seht euch das an. Ist das künstlich oder natürlich? Wow. Wohl als auch, würde ich sagen. Geil. Was wolltest du sagen? Ja, also. Nahm mein Geld und dann die Beine in die Hand. Ich weiß aber auch nie, wann der speichert, um ehrlich zu sein. Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Also, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, Arr, es lässt mich durchdrehen. Dumm. Es wird mich nicht, dich hier zu lassen. Okay, hier aber ist noch irgendwas, schön. Ich weiß aber auch echt nie, wann der speichert, jetzt mal ohne Witz. Deswegen ist es etwas schwierig für mich, aber ich glaube, da geht es irgendwie auch in der Story weiter. Weil du käme man nämlich zurück von dort aus. Ich mag mich ja auch umgucken, ich will ja auch sehen, was es da sonst noch alles gibt. Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen offen. Okay. Ich dachte, so ein Wegweiser, Nate. Und da ist wieder nix. Da können wir auch wieder eine Hügelkuppe hoch. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hoch, oder? Doch. Und da ist auch noch irgendein einzelne Dinger, wie man es auf der anderen Seite auch gesehen haben. Okay, nee. Das bringt uns doch nicht großartig weiter. Probieren wir es dann mal so. Hier hoch. Ich versuche hier nochmal die optionale Dinge abzustauben, wenn ich noch wüsste, wo sie sind. Okay, da vielleicht. Da ist vielleicht was Optionales. Das sieht gut aus. Okay. Und da ist auch wieder ein Schatz. Und zwar ein Mogulkästchen. Das war das, was uns quält hat. Okay, sehr schön. Ein Mogulkästchen für ein W20-Würfel. Es gibt doch bestimmt der Herr der Ringe Pen und Paper, oder? Ach Gott. Ich glaube aber, das war's hier soweit. Oh, da ist ein Friedhof. Kleiner. Okay. Kann ich das untersuchen? Nee. Schade. Na gut. Ich würde aber trotzdem sagen, ihr liebe Leute, dass ich hier an der Stelle einen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 4 Thieves End auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Euer Yankee.